Heute ist der 28.11.2020. Ich bin 15. Ich bin 16. Ich mache Karate und ich gehe ins Schwimmen und ich tue E-Gitarre und Gitarre spielen. Das eine in der Musikschule und das andere in der normalen Schule. Ich spiele Gitarre. Mittlerweile gehe ich nicht mehr in den Schwimmkurs, aber ich versuche zumindest in der Freizeit zu schwimmen. Aber ich bin jetzt schon relativ lange nicht mehr schwimmen gegangen. Ich gehe immer noch ins Karate. Ich gehe in der Freizeit einmal in der Woche joggen, beziehungsweise ich bin im Lockdown joggen, aber jetzt habe ich es halt in der Schulzeit so ein bisschen nicht angebracht, aber jetzt fange ich wieder an zum Joggen. Im Moment würde ich sagen, durch das, dass ich lange nicht mehr schwimmen bin und ins Karate bin, würde ich eigentlich beide gerne machen. Aber von all diesen Hobbys zusammen tue ich eigentlich am liebsten gerade Gitarre spielen, weil ich einfach gerade in so einer Phase bin, wo ich einfach mega gerne vor allem E-Gitarre spiele. Ich weiß gar nicht, also Gitarre spielen, jetzt seit ich die neue Gitarre habe, würde ich sagen, ist das so einer der Top-Punkte, auch einfach, weil es jetzt halt, wenn man so die Heime hockt und irgendwie Schulstress hat, ist das irgendwie so eine gute Art, um so ein bisschen runterzukommen auf eine Art. Keine Ahnung. Ja. Ingenieurswesen war schon immer etwas, was mich interessiert hat, aber ich weiss, dass ich wie nicht gut genug bin, rein von Physik, Mathe und so. Und darum wäre das so ein bisschen das Ziel, aber ich weiss nicht, ob das das Richtige ist, was ich nachher machen will. Aber einfach so ein bisschen technisch oder ja, Technik, Informatik, so ein bisschen etwas in die Richtung. Aber ich weiss es eigentlich wirklich noch nicht. Auf meinem Fotoprofil sind es gerade, weiß nicht, ob man das kann sehen, 268 Abonnenten. Und auf meinem YouTube-Insta-Account sind es gerade 137. Also auf meinem Foto-Account habe ich im Moment 328 Abonnenten und auf meinem YouTube-Account bin ich bei 166 Abonnenten. Ich habe gerade 179 YouTube-Abonnenten. Ich glaube, das sind gerade 203 im Moment. Im Moment sind es gerade 33.198 Nachrichten, die ich verschickt habe auf WhatsApp. Die Zahl, die ich jetzt hier finde, ist 68.437. Nein, habe ich nicht. Ja, habe ich. Seit fast 4 Monaten jetzt. Sie ist mega toll, by the way. Sie ist mega schön und sie ist mega lustig amigs und es ist einfach mega cool, mit ihr Zeit zu verbringen. Eigentlich im Moment gerade schon. Also wenn ich jetzt so ein bisschen generell schaue über die letzten paar Monate, würde ich schon sagen, dass ich eigentlich so glücklich bin wie noch nie eigentlich. Abgesehen davon, dass Schule gerade im Moment relativ fest stressig ist, würde ich sagen, ja. Ich hätte mir vermutlich gesagt, dass ich nicht alles nicht ernst nehmen, aber dass ich nicht wegen jedem Zeugs mir Gedanken machen und halt einfach Sachen interpretieren, die ich gar nicht mal weiss und mich einfach nicht reinsteigere in Sachen. Das ist eine gute Frage. Vermutlich, hey, du wirst nächstes Jahr die ganze Zeit daheim hocken. Nehmen wir mal, abgesehen von dem, vielleicht einfach so ein bisschen die Momente, die du erlebt hast mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden und all das, die mehr wertschätzen. Jetzt vor allem merkt man halt, wenn man lange nichts macht mit seinen Friends oder jetzt halt auch mit der Freundin, dann merkt man halt einfach, wie scheiße das ist, wenn man halt nicht wirklich kann. Und halt das mal so zu erleben, zeigt einem eigentlich, wie wichtig so sozialer Kontakt eigentlich ist. Keine Ahnung, also es ist eigentlich das Gleiche, wie was ich mir vor einem Jahr gesagt hätte. Also nimm nicht alles zu ernst und du dich nicht reinsteigern in Sachen, die du nicht mal weißt. Bezogen jetzt auch ein bisschen auf die Schule, würde ich vermutlich sagen, es wird alles gut. Sich nicht zu viel Stress machen, auch sich ein bisschen Zeit nehmen für sich selber und sich aktiv bemühen, Sachen zu machen mit Freunden und mit halt Partnern und so und halt einfach schauen, dass man sich auch bemüht um die Menschen. Mein Ziel für nächstes Jahr ist halt wirklich noch glücklicher zu werden oder halt einfach versuchen, noch zufriedener mit mir selber zu werden. Also das Ziel wäre sicher mal reisen. Das wäre etwas, was ich gerne mal machen würde wieder. Vielleicht auch so ein bisschen meine Life-Balance ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Einfach irgendwie mehr stolz sein auf sich selber und sich wie auch Zeit für alles zu nehmen. Gesamthaft gesehen würde ich sagen, bin ich eigentlich so wirklich einfach zufrieden gewesen und habe gemerkt, ja, es ist auf und ab gegangen, aber es ist halt so allgemein gesehen vielleicht so seit langem wieder mal das beste Jahr gewesen. Es ist mega lustig, weil als ich die Frage geschrieben habe, habe ich gar nicht gewusst, was passiert, offensichtlich.
Rein von meiner Entwicklung ist das, glaube ich, eines der Jahre, wo am durcheinandersten war. Und darum würde ich sagen, auch wenn ich nicht zufrieden bin mit all dem, was ich dieses Jahr gemacht habe, würde ich sagen, dass ich jetzt immerhin auf einem guten Weg bin, habe ich das Gefühl. Was ich nächstes Jahr mehr machen will, ist sicher halt eben mehr Zeit mit Freunden verbringen. Definitiv reisen. Ich glaube einfach so ein bisschen kreativ sein habe ich vermisst. Also so Musik machen ist etwas oder halt mehr wieder rausgehen, fotografieren. Halt einfach generell ein bisschen mehr Zeit haben für Menschen um mich herum. Das ist so ein bisschen etwas, was ich gerne mehr machen würde. Ja, also so ein bisschen kreativ sein und ein bisschen mehr mit meiner Umwelt, halt so mit meinen Menschen um mich herum interagieren.